Geist anirá. En las aguas iremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. So, wir wollen übergehen naar de boodschap. Ik freue mich sehr, dass wir hier zijn en dat wir taub kunnen zijn. Für einen Sonntag fehlt ein dort wirklich, dort einer ein so lange nicht sein kann, wie eine Elektion ist. Ich glaube, wir sind froh auch für dort. Wir haben gebet und wir haben können wählen, das sehr gut. Und dann fehlt ein dort. Und einer wird dort an, wie heute dort hier bekannt gibt, dass dort nicht wurde Gottesdienst sein, wenn wir wohl hören. Aber dann roept ons in de week een jong aan van Uitland. En zegt, ik heb jullie vermist. Kijkt ons jede week hier even online en zegt, ik heb jullie vermist. Ik wacht ze en wacht en wacht en wacht. En je gaat naar Schruit. Hij wist je dat niet wat hier im Land anging. So, dan merkt einer, dat onze familie erst geraten als plus wat we hier top zijn. So, jeder einer wat online ons checkt, sie gesehen. En we willen van jou eine Botschaft haben, wat wieder jetzt mit ons Jahresthema. Ons Thema von dit Jahr, dat nennt sich Barmsgrove. Und nie Jahres wie das Thema anfangen, jeder Jahr habe ich immer so ein Thema, für den wir hier nie oder Jahres. Jeder Jahr habe ich immer ein Thema, was für das ganze Jahr ist. Und dit Jahr wird das Barmsgrove. Und als ich das Thema das erste Mal hier, dann dachte ich, warte, nu wo wir hier alle wenn Leichen anfangen zu groven, ich stelle mir vor, dat we niet dort zijn en niet zo, maar ik dacht, wat, Barmsgrove? Aber wir waren sich an, dass Isaac im Alten Testament, hij groof Barms op wat zijn vader allemaal gegroofd had. En hij groofde waar op, wenn es andere hadden, die toegeschat. En dan leer we dat we in ons jährliches Leben, han einmal ook Barms, wat we mal gehad haben, oder Wutter, wo wir Wutter gehad haben, oder jährlich mit Gott Gemeinschaft. Nu haben Menschen Sachen, die ewig geschät. Nu ist diese Gemeinschaft tweegebroken. Und von der ist ein Wort, wo wir Krieg über das reden wollen. Dass unsere Gemeinschaft mit Gott Frieden op kann ranen, wenn Jesus hat alles betont, dass wir hier sein, singen deren, bloß das Blut von Jesus Christus. Das hat alles betont. Und du und ich sind frei, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott können sein und mit den Heiligen Geist. Und von der an sich das Thema so, der Barm vom Treffen mit den Heiligen Geist. So wie wir von der Grove in dieser steht, dass wir können uns treffen mit den Heiligen Geist. Dass wir können Gemeinschaft haben. Dass du und ich können das Unite, was der Heilige Geist für uns hat. Und wie in das Thema angehen, wenn wir einmal beten und wenn wir einmal das Wort Gottes, was wir horchen wollen, dass das kann einfach sein Wort sein, dass hier kann Konzentration sein, dass wir können einfach dort hören, was Gott von dir für die und mich hat. Jesus, wir sagen dir Dankeschön für das Wort Gottes. Wir danken dir und loben dir, dass wir können das Wort Gottes annehmen, was du für uns hast. Und wir danken dir auch für das Wort, von der ich bete, jede Verstörung von beiden Feind, was uns angerieben will, seine Attacke, was er hat. Die breek wie twee im Namen Jesus Christus und spreek einfach den Frieden in deine Ruhe über das steht, dass dein Wort kommt uns reden in jeder Gedanke an in Jesus Christus. Wir leihen das Gottesdienst, dass das kann, was büttergewöhnlich sein, dass wir nicht bloß erwarten, ein Sonntag mehr hier zu sein, sondern dass wir erwarten, was du für uns bereit hast. Dort sei wir Dankeschön und mit Dankeschön sei in deinem Namen Jesus. Amen. So, wir wollen gehen noch 2. Mose 3, Vers 2 und wieder. 2. Mose. So, meine Bibel will hier nicht mitmerken, aber nur was zum ersten Wort. 2. Mose 3, Vers 2, Vers 5. Du sagst, das ist das. Dat gaat hier aan Moses, als God Moses erop redt. Moses weer 40 jaar in de wüste, wo hij Schub apostel deed voor zijn schwiegervader. En in deze tijd roept God aan dat hij zal dat Volk Gottes van Ägypten befreien. Du sagst, das ist das.
En als hij door weer wijst zich verder aan een engel vom Herrn en vlammen in een Bosch. Moses valt erop, tot de vier weer, aber der Bosch nicht verbrennt. Dann sagt Moses, dit wil ik mij van dich dabei besuinen. Dit is toch sonderbar, dat de Bosch nicht verbrennt. En als de Herr zag, dat hij door hand kwam, roept God van een Bosch, Moses, Moses. En hij zegt, ik zie hier. En God zegt, kom hier nicht nodig en neem die fout auf. Der steht, ob wo du stehst, es heiligt Land. So, Moses hat ein Treffen mit Gott hier. Moses, der traf Gott in einen brennenden Bosch. Du wirst was Besonderes, du brennst ein Bosch und das verbrennt aber nicht. En weet je wat, dat is weer normaal in die tijd dat we nog mal zo'n boom, er is een bosch, zo'n nate boompjes, dat in de wüste, dat we zo heut en zo dreig, dat we nog mal so wat, dat zo'n boom würde brennen. Zodat wir wahrscheinlich nicht das erste Mal, dat Moses in zo'n boom, er zo'n bosch brennen zag. Aber hier wird was Besonderes, das brennt, aber verbrennt nicht. En Moses geht und will das bechecken und er will nur kommen. Und Gott sagt ihm, Moses, Moses, du, wo du stehst, das heilige Land, trag deine Schau uit. Ich stand dort, sing, krieg von der Schau anhaft. Das Sing, was hier einmal singen, das ist 90% von allen sind ja einmal Boah, bitte dort mal easig kalt essen. Von der an heutigen Sonntag haft die Schau und Stramp an, wenn er was dort zu bedienen hat. Bei einmal Hans. So ist es dann von der an. Das ist nicht so sehr wichtig, ob Show oder nicht Show. Zum Glück, wir waren nicht im Himmel dann kommen, wenn es Show. Und dort nicht, wenn es so eine Klinik hätte als dort. Und so wie seine dort durch wir, aber in diesem Fall, dann soll halt sich die Show utreichen. Wenn es dort wie heilig Land, dort wie eine besondere Stadt, dort wie eine Stadt, wo Gott seine Jähen wird und wo Gott am Reden will. Und das geht nicht am Show, oder nicht Show anhand. Aber das geht nicht am, wo wir nu als für Gott unbedingt kommen müssen. Wenn wir sind, wir können mit freien Mut für Gott kommen, sagt das Neue Testament. Aber Gott, ja, immer war vielleicht auch nochmal die eine Sache, du das in dein jährliches Leben. Und weißt du was, viele Mal ist dort ein Ding, wo wir können eine Connection mit Gott haben, wo, wenn wir einfach dort tun, dass wir dann einfach verweg kommen. Ich weiß, als ich das Lied, Gott seine Stimme zu hören, dann mag ich sehr bosig, das ging nicht um Gott seine großen Dinge zu hören, was er mir sagen will, sondern das ging um die einfache Sache zu hören, dass er mir mehr vertellen kann, dass ich am hören das am. Und krieg so, wenn wir die kleine Sache hören, und die anfangen zu tun, dann hast du eine Connection, dann fängt das an, ein Verhältnis zu geben. Und krieg so, der dort zwischen Moses und Gott. Gott sagt, trag dir die Schau uit. Wenn Moses dann wohl gesagt hat, es ist so wichtig, ist Schau an oder nicht, ich will Schau an. Dann wird Gott nicht keine Wiedergehen mit ihm, wenn es sich nicht hingeben nur Gott. Was wir hier sehen, ist eine Ehrfurcht, wie eine Reverenz, wie das auf Spanisch, das ist eine Hochachtung, das ist eine Anerkennung. Das ist ein bisschen das Tanja von Erzeugnis hier, Jerusalem mitteilt, wenn wir Jesus uns Brigam sein, dann, wenn wir Amos Brigam sein, dann anerkennen wir den. Wenn es ich weiß, wo Brüd in Brigam sich anerkennen, wenn es das so wichtig, wo Brüd in Brigam sich anerkennen, dass ich all auf Jahr dasselbe Bild auf mein Phone habe. Wenn es das meine Brüd, wo ich auf mein Phone aus mein Phone habe, das ist mein besonderes Bild, wo ich mal ein Update auf mein Phone, als ich mich Podio nur habe, und ich habe noch einmal keinen Grund, das zu wechseln. Wenn es das meine Brüd, das ist meine Früh, das ist die Person, mit der ich durch will sein. Und ich habe ein Hochachten auf diese Brüd. Und krieg so auf meine Früh auch zu mir. Und nu ist diese Hochachtung, diese Anerkennung, das Hingeben, das Ganze einfach bloß durchsehen. Das ist, was wir mit Gott kennen. Und wenn wir zwischen Gott das haben, dass wir einfach alles einfach bloß hingeben. So ist das, Leute, die sagen, ich brauche nichts anderes als ich will bloß Jesus.
Wenn wir nur einen Punkt in ons Leben kommen, dass wir sagen, ich will nicht anders, ich will bloß Jesus, ich will den Heiligen Jesus, ich will Gott, den Sträume durch mich haben, dann sind wir ab der Basis stehen, dass er anfangen kann, Sachen durch uns zu schillen zu lassen. Wir wollen vielleicht nicht einmal alles so feilen und so erfahren, als uns das jankert, aber wir können weiter, dass Gott ist derselbe Gott, was er für Moses war und was er für uns war. Und wir können das brennende Feuer, was du damals in der Wüste war, können du und ich von dir auch noch einmal erfahren. Aber eins ist wichtig zu tun, dass du und ich, dass wir uns hingeben für das Feuer. Dass wir uns stolz einfach aufladen und sagen, Gott, das dient. Ich will nicht. Ich brauche nicht. Es ist so ein Leid, was wir singen, Mensch, alle Leute so passen nicht so, dass eine Leute sagt, das geht nicht an, dass wir uns was verdienen. Dass wir dort tun, ja, wir wollen gute Werke tun. Und dort was ich in der Bildschule, das ist eine von den Sachen, was die Lehre war, dass wir uns bekehren machen von doden Werken, von alten Werken, und dass wir zu den lebenden Dingen kommen, zu den lebenden Sachen ans Leben kommen. Aber weißt du was? Als Kind Gottes, du jettet nicht am Werken, du jettet einfach, dass wir können die Brüder sein. Dass wir einfach können bloß Kind sein und bloß uns hingeben. Das ist eine Brüder, sich Schmack merken, eine Reut merken, dass sie bloß nach nur diesen Beriegum kommen kann. Wir sehen auch, dass Moses, dass er das hochachtet und respektiert hat. Wir sehen über Moses seine ganze Geschichte, was für ein Freund er von Gott. Wo Gott sich immer war offenbart hat. Ich habe gekriegt, Moses seine Geschichte, oder all die, die den Plan lesen, haben die Geschichte gekriegt gelesen von Moses und von wo Jesua dann im versprochenen Land anleitet hat. Und das ist eine wunderbare Geschichte, wo Moses anleitet hat. Und weißt du was? Gott redet immer wahrer persönlich mit Moses. Und dort wird so offenbar, dass Gott mit Moses redet hat, dass jedes Mal, dass wenn Moses im Zelt ging, dann gingen die Menschen alle ruhig, wenn sein Stall den Wald sich unter Spitz haben, bei der Zelt, bei der Stiftshütte, oder wer mal wieder in einer, das Zelt, wo sie Gott anbetet hat und wo sie Opfer springen, der Tiere schlachten. Und der Wald, der stellt sich da unter an. Und dort sage ich in 2. Mose, das Kapitel 33, du redest davon, dass die Menschen gingen aus ihr Zelt raus und die kiekten, wo wird Moses mit Gott vertellen. Die werden neugierig, was passiert in der Zelt? Wo ist derjenige, wo Gott ist? Und Moses ging hin und er redet persönlich mit Gott. Und das Volk, weit wieder, wie immer war er unzufrieden, ungehorsam. Und Moses muss immer war diese Versöhnung merken zwischen Gott und das Volk und er muss immer war prachen. Aber dann kriegt in das 33. Kapitel, 2. Mose 33, du sagst Moses, wenn diejenigen wird nicht mehr ans gehen wird, dann wird ich Gott nicht wieder gehen. Wenn diejenigen wird nicht wieder mehr ans gehen, dann gehen wir alle nicht wieder. Dann wird ich das Volk nicht anleiten. Und du und ich brauchen auch das Handgeben nur Gott. Dass wir sagen, Gott, wenn du nicht ab das Chapter bist, dann halt mir das alle nicht. Wo viele mal Physik wie in Würfeln, in einem Laufrahmen Physik Sachen, die dann nichts passiert, wenn wir sind auf ein Chapter, wo vielleicht Gott gar nicht ans Hand geschickt hat. Wenn wir Physik Sachen unterdrehen, wo sie sehen, nicht dabei ist. In 2. Mose 33, Vers 11, das war, wo Gott persönlich mit Moses redet. Und du sagst das so, der Herr redet direkt mit Moses, so als ein guter Freund. So ist ein guter Freund. Weet je wat? Du und ich, wir sind privilegiert. Wir haben ein Vorrecht. In dieser Zeit ging das ganze Volk und kijkt, wie Moses mit Gott redet hat. Weet je wat? Nu braucht je keiner kijken, wie ein anderer mit Gott redet hat. Du und ich können alle direkt mit Gott vertalen. Und vertalen mit ihm, das bedeutet nicht, tau am reden, aber das bedeutet auch dort. Vertalen mit irgendwem, das bedeutet Hand und Träg. Ich nur arm und heino mi und ich nur arm. Gemeinschaft. Wo wir das sehen, wenn du befreit wirst und du zu deinen Brüdern plus reden, und dann niemals was Träg sagen. Eine Gemeinschaft braucht das, wie das bei konnte reden.
Und so wunderschön ist unsere Gemeinschaft mit Gott. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Er redet zu dir und er redet zu mir. Und er redet zu uns alle taub. So wir sind Gemeinschaft untereinander, aber persönlich kann jeder einer von uns die Gemeinschaft mit den Allerheiligsten haben. Und das ist einfach ein Vorrecht, wo im Alten Testament auch Port, wie es immer war, zu sein wird, dass Gott nur den allgewöhnlichsten Mensch kommt, aber du wirst nicht so normal aus von dir. Du wirst was Besonderes, so was Moses erlebt hat. Und von dir ist das auch besonders, aber von dir ist das einfach frei gegeben, dass wir alle gerne mit Gott diese Gemeinschaft haben. Sogar im Alten Testament sagt Gott auch, dass er diese Gemeinschaft will, bloß das Falsch hat für Angst für diese Gemeinschaft. Du wisst nicht, was steigt dort hängt alles. Und wenn wir in 2. Mose 33, das kriegt das Kapitel, wo ich will, wenn wir dann da zuletzt kicken, Vers 18 und wieder, du sagst das so. Dann sagt Moses, er will Gott sein. Dann sagt Moses zu Gott, dann sagt Moses, Herr, lot mich doch sein, wo herrlich du bist. Und der Herr sagt, ich will alles, was Gott in mir ist, loten, für die vorbeikommen. Und ich will meine Namen, Herr, für die sein. Das wird sie Namen sein, für am. Ich will mich über die erbarmen, über wem ich mich erbarmen will, und ich will Mitleid haben, mit wem ich Mitleid haben will. Aber jedenfalls wirst du mir gesagt, nicht zu seinen kriegen. Keiner, der mir zu seinen kriegt, kann leben. Du hast dich bei auf diesen Steinbadem eine Stätte, wo du stehen durst. Und wenn ich so herrlich als ich sie hier vorbeikommen war, wo ich die in eine Spülung stellen und meine Hand darüber holen, werde ich vorbei sein. Dann wo ich meine Hand wegnehmen, so dass du mich von hängen sein kannst. Aber meine Sache darfst du nicht zu seinen kriegen. Amen. So, Moses will Gott sein. Moses will Gott erleben. Und Gott sagt, ich will dir das Erlebnis schenken. Aber du wirst mich nicht persönlich von Fähre sein kennen. Du wirst bloß von Hängen, das mein Schatten sein kennen. Ich würde die Hand dafür holen, ich würde den Namen hier, und dann würde ich die Hand dafür holen, das wird zwischen 2 Steine, aber immer, und du sollst Moses ein bisschen beschützt hängen stehen. Aber das ging um ein Treffen mit Gott selbst. Und weißt du was? Das Treffen ist hier abgerollt für allem. Als Jesus nun im Himmel gefahren wird, dann sagt er, wacht, ich will kommen und ich will checken mein Heiligen Jesus. Das wird es besser für ihn, dass ich hier verloren war, dass ich den Heiligen Jesus checken kann. Und weißt du was? Jesus selbst ging hier auf diese Erde, auf diesem Erdball, wo du und ich sind. Er ging hier und er selbst sagt dir und mir, dass es besser ist, dass der Heilige Jesus hier ankommen soll. Weißt du was? Moses, er kann Gott von weit auf sein. Die Jünger können Jesus als Menschengestalt sein und antworten. Und weißt du, was Gott sagt, oder Jesus sagt, dass das besser ist, ein Treffen mit den Heiligen Jesus zu haben. So, ich will dir, mein Bruder und meine Schwester von dir sagen, dort lohnt sich ein Treffen haben mit den Heiligen Jesus. Dann sagst du vielleicht, hey, aber dann ab eine 4-Flammen-Konferenz oder ab eine Go-Konferenz oder du ab dein Bildschirm oder dort und dort, wo ich mal dort han und du hast über mich gebeten und ich krieg den Heiligen Jesus und nu ist das alles vor dich. Nee, weißt du was? Wenn du den Heiligen Jesus gekriegt hast, das ist der Anfang von das Schöne, was Gott für dich hat. Das ist nicht das Zielbett, wo du kommen wirst, sondern das ist die steht, wo du kommen wirst, wo du nicht kommen wirst, wo du anfangen wirst, ist einmal zu wachsen. Und ich möchte dich wirklich merken, dass du immer war, das lässt, einfach, dass der Herr Jesus die begegnet, dass du betroffen hast mit den Heiligen Jesus. Das ist so schön, wie alle Brücken diese Treffen mit den Heiligen Jesus. Für ein paar Wochen kriegte ich eine Botschaft.
check deine Botschaft en krijg van een anniversario wat in Brazil horen. En deze boodschap beweegt mijn hart, wens dat we voor mij treffen met den Heiligen Jezus, dat we een connection. En ze staat ja wie einfach geknackt zijn met den Heiligen Jezus. In Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 2, Vers 2, Bett 4 sagt, das ist dit. En plötzlich hielten sie aus diesem Sturm ein rüsendes Geluid vom Himmel, so dass es im ganzen Haus zu hören war, wo sie saßen. Dann sahen sie auf einmal Zungen aus von 4, und sie sahen sich ab jeder einer von an. Sie waren alle mit den Heiligen Geist gefüllt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, durch noch aus der Geist an das Mählich mög. Amen. So, du und ich können das erleben, was am Pfingsttag erleben werden. Wir wollen vielleicht dort nicht krieg alles so sein als du. Aber so ist Reinhard Bonke einmal war sehen, du hast eine Feuerflamme für jeder einen von uns. Der Reinhard Bonke, wie ein sehr bekannter Evangelist von Afrika, wo Millionen Menschen sich bekehren werden. Und für ein paar Jahre ist er gestorben, dann kommen alle Menschen, die er noch niemals von gehört hat, sagen, ich habe mich mal bekehrt, du, wo du gepredigt hast. Von der aus ich ein Pastor von der Kirche und so weiter. So die wir Erweckung in Afrika. Und das wie mein Denk, redet immer viel von dieser Feuerflamme, die jeder einer hat. Und einmal waren von der Rede, die dann bewegt und tanzte sich da einmal, I saw fire for you, sagt er einmal so. Und in Talatz, als er ist ganz alt wird, dann wie seine Stimme heiß. Und er kann meist nicht mehr reden. Und der Doktor sagte, hier mal ab, so sei er zu predigen, sieh mal still. Und er sagte, no, wenn ich von Stage raufgehe, dann muss meine Stimme heiß sein. Und das hat sich dort nicht gelohnt, zu predigen. Und so, er hat 4 zum Predigen. Und ein Tag, dann als ab seiner Versammlung einer sagt, Mr. Bonke, Prediger Bonke, ich will auch die Salbung haben, was du hast. Er sagt, no, ich bete nicht für die. Und Jana verfehlt, wen Wort nicht. Na, wenn du meine Salbung was haben, dann erst meine Fuß, dann habe ich dir die gegeben. Dann habe ich keinen mehr. Aber welches Wort sagt er, welches Wort, ich habe viel bessere Nachrichten für die. Gott hat eine für die. Was für die bestimmt ist, und das ist nicht meine. Und so hat Gott eine Feuerflamme für jeder einen von uns, was büttergewöhnlich ist. Jeder einer von uns hat ein Feuer gekriegt, was für die bestimmt ist, für dein Leben. Wo dein Leben einfach in Brennen merken kann. Und wo du kannst wachsen im Glauben, und wo du kannst in die Gemeinschaft wachsen. In Apostelgeschichte 4, Vers 13 sagt, das ist das von Petrus. Als sie sahen, wie mutig Petrus und Johannes waren, und dass sie eierschuldige geleibende Menschen waren, wunderten sie sich eben an. Dann wurden sie an, dass die waren mit Jesus topgewas. Sind die Menschen all eingeworden, dass du mit Jesus topgewas bist? Sind die Menschen dort eingeworden, dass du ein Treffen hast mit den Heiligen Jesus, dass du getauft bist mit den Heiligen Jesus, dass du voll bist in Evangelie ist? Angst im Schema, dass geht weich, wenn der Heilige Jesus du ist. Das verlässt einfach. Wenn es von der Heilige Jesus du ist, dann kommen einfach nie Sachen, dann kommt einfach eine Überzeugung, dass wir überzeugt sind. Dass wir nicht mehr brücke düren, was waren die Menschen über uns denken. Und so eine Traffe brücke du in ich immer wahr. Wenn du sagst, hey, ich habe ein Gehört für mich, dass ich soll vorig, nee, das ist der Anfang, du hast immer mehr. Wenn wir seine Menschen, die uns verabgegangen sind, kriegst du das Bonke, oder andere Personen, die haben ganz bettelat, immer frisch, große Sachen, wo Gott sich in offenbart hat. Und so können wir auch wenn wir bei einem Alter von 120 Jahren kommen, immer frische Sachen erleben. Ich sehe meine Eltern, wo die all über 70 Jahre sind, und wo die nu in den 6 Jahren, in den 70 Jahren, nie Sachen mit Gott erleben hat. Dann, wenn Gott sich offenbart hat, und wenn sie die sind, diese Sachen zu erleben. Und weißt du was, das ist für uns allem da. In 1. Korinther 2, Vers 5, 3-5, 1. Korinther 2, 3-5 sagt, Paulus ist das, als ich nu Jüngchen,
Maar ik word in de Kenningsbibel lezen. En ik weer bejunt in zwakheid en in furcht en in veel zetteren. Weet je wat? Paulus is niet de einzige wat nog mal zetteren deed. Deze wat verjunt steht, die floot dat ook nog mal. Die weet ook einmal nicht wo gaan. Die heeft ook niet alle antwoorden. En wie alle hat nicht alle antwoorden. Aber weet je wat? Ook wanneer we einer verder den anderen stonen. En we stonen in zwakheid, en furcht, en zetteren. En niet weten wo wieder. Dan kan we zo met Paulus daar, is dit. En mijn rede en mijn predigt, wir nicht ein evanzeliende wird von menschlicher Weisheit, aber ein Beweisen von dem Geist und in der Kraft. So Paulus selbst sagt, dass wir nicht seine evanzeliende menschliche wird, wo Menschen verändert wurden, sondern die Kraft vom Heiligen Geist, wo du wird bewiesen worden. Und von der ersten Tag hat das nichts geändert. Ich weiß immer, was Arno mir sagt, Eduard, du brauchst nicht große, komplizierte Sachen predigen. Predig einfach mit Leib, dort einfach, und dort ewige Lot den Heiligen Geist tun. Dort ewige Lot den Heiligen Geist tun, aber alles Lot am tun. Omdat jullie Glauben nicht auf menschliche Weisheit bestonden wird, aber auf Gott seine Kraft. Die Bibel sagt in Markus 16, dort wann wir gleich waren, dann wahre Sachen, wahre du Fallen sind. Und wir brauchen ein Leben, wo wir geknackt sind, dort wann wir glauben, dort einfach uns, dort diese Kraft sich bewiesen hat. Und ein von das ist, dort wir können anfangen, in Connection mit ihm sein. So ist dort hier in Apostelgeschichte Kapitel 2 redet. Dort sie fangen alle an, in andere Sprachen zu reden. Ich weiß hier, man sind viele, die in Zungen reden, die in andere Sprachen reden, aber es sind noch viele, die nicht tun. Und ich will die Mut merken. Fang an. Das ist ein oude Prediger, waar ik immer maar hartje doe. De is al oud op de predigten, of op de video's waar ik kijken doe. En de video's zijn ook al oud. So dat betekent zeer oud. Ik geloof dat hij zal sterven. Dat is een Derek Prince. Ik geloof hij leeft al niet meer. Hij is een broeder, hij heeft een rechte Bibel op Engels. En hij zegt, wie bruggen deze trafes met den Heiligen Geest. Wie bruggen dat we ontvangen onze tong los te laten en in tongen te reden. En ik leg dat zo zeggen, waar hij dat zei dat. Vielmal, dan wieder een broeder naar hem gekomen en zegt, Brother Derek Prince, Bruder Derek Prince, ik heb al 25 jaar gewacht dat ik getauft met den Heiligen Geest was en dat ik mal war ontvangen tongen reden. En hij kijkt hem aan, wat? 25 jaar hast du al gewacht? En dan kijkt hij hem aan en zegt, waarschijnlijk wirst du haben, dat Gott alles doen zal. Ja, en dan zegt, ja, ik wil haben, dat Gott alles doen zal. Wo sterven, wanneer du dit wieder wachten was en wo het niet herleven. Du moet die Mühe opmerken. Die tong moet reden. Die moet reden van Gott, zijn interessante Sachen. Das ist, das sage ich, zijn Mysterios, zijn Geheimnisse. Dat is niet ons verstand wat er reden, aber zu Gott laat ons Mühe moet opworden. Jezus sagt in Johannes 7, Vers 37, dat wanneer we darsten, dan zal we drinken. En wanneer we dat drinken worden, dan worden uit ons binnenste. En weet je hoe dat binnenste is? Dat is niet ons hart. Viele sagen, dat is het hart. En einzige Übersetzungen sagen dat ook zo. Maar weet je wat, die schämen zich plus. Dat is uit onze darm en uit ons buik. Door van ruut waar een levende waterstroom komen. Wanneer du drinken das? Hast du den milchtoten Water trinken? Hast du den milchtoten Water trinken? Nee, du hast den Müll op. Zo krijgt brug wie dat we den Heiligen Geest in ons neerlaten en eruit laten. Zo einfach is dat. En we kunnen dit alle erleben. Keiner moet zich schuldig voelen.
Keiner macht sich selbst Dreck, aber das ist ein Geschenk, was er die Kirche gegeben hat. Paulus sagt, ich wünsche mir, dass die alle in Zunge reden. Ich wünsche mir alle, dass die Worte in diese Dove, dass die immer mehr und mehr tun. Und ich will die von dir sagen, dass es für die auch ein Geschenk für jeder einen. Ein wunderschönes Geschenk. Weet je wat, ich habe mich viel zu lang mit das Geschenk geschämt. Wenn ich weiß, was andere Menschen davon denken. Und wenn ich mich selbst nicht sicher bin, was es von Gott wird. Werde ich eines Tages anfangen zu studieren. Und ich weiß ganz genau, dass wir ein Geschenk von Gott. Und wenn das ein Geschenk von Gott wird, was er mir gegeben hat, dann habe ich nicht einen einzigen Grund mehr zu schämen, mit der Gabe, dass wir kennen in Tongue reden. Das ist ein Geschenk für jeder einen von uns. Und als ich dort antworte, dann habe ich mein Leben angefangen zu wachsen. Und Sachen, die jahrelang festgerastet werden, können anfangen loskommen. Wenn ich den Jesus einfach die Freiheit gebe, das aus mir rauskommen zu lassen. Und in diesen Momenten, wo du allein mit den Heiligen Jesus bist, wo du am Anbeten bist, in Sprachen, wo du selbst nicht erkennen bist, aber auch wenn du mit deinen Ehen wirst, du kannst du den Heiligen Jesus begegnen auf eine neue Art und Weise. Ich will fragen, dass die Band dann noch verder kommen hat. Und wir wollen das Leid geben Jesus noch einmal singen. Und wir wollen von dir eine Anbetungszeit hier haben. Ein Treffen mit den Heiligen Jesus. Wir wollen von dir lassen, dass der Baum von der Treffen mit den Heiligen Jesus, dass der aufgeht und dass der kann dabei gegroft werden und dass das Wunder Porsche kann und schälen kann von den Heiligen Jesus. Wenn du fühlst, dass in deinem Leben vielleicht Sachen gesickert sind und dass du Steine manche gesickert sind und Sand und Riesen manche gesickert ist, dann lass den Heiligen Jesus selbst erniedrigen und reinigen. Und wir wollen hier einfach eine Zeit von Gemeinschaft haben. Ich hätte von dir extra eine Kartenbotschaft haben, dass wir können diese Zeit hier nennen, wo wir dort erleben können. Wo wir den Heiligen Jesus einfach diesen Frieden Raum lassen können. Wir sind der Brüt. Wir können dort einfach uniten. Ich will fragen, dass wir alle abstehen. Und dass du, wo du bist, in Anbetung bist. Mit einem Hort in Anbetung. Und dass du einfach die Hand über das noch an. Geef die einfach ganz am Hand.